merci für das Kommen. Ich wollte proposieren, dass wir heute an unserer Pressekonferenz für allem auf zwei Sujets nachgehen, wobei den ersten als wer am meisten beschäftigt, das steht von dem Logement, dem Problem Logement. Hier am Land, da will ich kurz auf Rekommandationen, muss ich nennen, Rekommandationen von der Europäischen Kommission für den Conseil von der Europäischen Union. Agoen sind wir am Semester auf PR, was für Lützeburg rekommandiert wird, und dann auch auf 2-3 betriebliche Konflikte, die im Moment auf der Tagesordnung stehen. Ich will direkt mal Logement aufhängen. Wir haben hier ein Dossier zu proposieren, die wird am nächsten UGBL aktuell publiziert gehen, und das wird auch eine Basis sein für uns Gewerkschaftswirken am Kader vom Logement für all die nächsten Monate. Den Dossier wird nicht für den nächsten Titel Logement, Etat d'urgence oder Notstand wohnen, weil ich will direkt so, dass es also als UGBL so durchgeht mit der politischen Passivität, die an diesem Land am Moment herrscht, auch an der Vergangenheit geherrscht wird, mir weiter auch an der Gegenwart herrscht, par rapport zu dem Problem, die immer mehr groß ausmussen, heute zu Lützeburg kriegt. An erisch op Forderungen von Eislo agin will ich einfach kurz op verschiedene Kanstern agoen, dass man wisse wo wir schwätzen. Von wohnen, das ja als Grundrecht. Das Grundrecht, dass ich gut an noch schwinglicht wohnen kann. Und das ist ein Ausgangspunkt. Dann genau das Recht, das geht immer mehr heute zu Lützeburger Frugestand. Das fängt immer an, dass der Wunsch, den ja viele Leute tun, aber mehr weiterhin ein ganz legitimer Wunsch, nicht nur ein Wunsch, angesehen mir etwas soll können realisieren, dass in einmal an seinem Leben, als in eigenen Feier, wenn kann wohnen, dass der Wunsch für immer mehr Haushalter immer mehr auf die Welt geht. Wir haben dafür eine Ursache, dass die Lehne an Abkommens von den innersten und den mittleren Abkommensschichten heute in Lützeburg überhaupt, und das schon 10 Jahre, nicht mehr Schritt halten mit der Preisentwicklung am Wohnen. Aber wenn ich so Preisentwicklung, da bezieht sich das sowohl auf das, wenn ich ein Haus oder ein Appartement kaufe, wie auf die Situation, wo wo eben ein Haus oder ein Appartement will über Lokation. Und dazu Portionen, das sind auch die, auf die ich weiter angehen, weil sie eben den Vergleich können machen zwischen der Abkommensentwicklung heute in Lützeburg und eben der Preisentwicklung am Wohnbereich. Das ist eine Statistik, die bezieht sich auf den Zeitraum von 2005 bis auf 2016. Und zwar die Entwicklung von der Wohnpreise am Vergleich mit der Entwicklung von den nominalen Löhnen. Ich kann, wenn der Welt her not Quellen nur gehen, wo die Zahlen hier kommen, das ist kein Problem. Und ich gehe wohl von den Löhnen aus, wo zwischen 2005 und 2016 sich den Durchschnittslohn heute zu Lützeburg um 33,6% entwickelt wird. Wenn ich bei den niedrigen Löhnen gehe, da sind wir auf dem Safe von den 20% innen, dann sind wir bei 31,1%. Wenn ich auf Preisentwicklung für den selben Zeitraum angehen, was die Appartementer anbelangt, der Kauf von einem Appartement, dafür muss ich 65,5, also mehr wie doppelt, als Preisentwicklung auf den Tisch legen, wie das, was in ihrer Abkommensentwicklung hat, an dem Zeitraum. Da ist in einem Kauf 53,2%, dann noch bei der Lokation. Und du darfst nie vergessen, dass sie in Durchschnitte, du also auch all die Leute dran, die schon über lange Zeit der Verträge sind, natürlich die Realzahl, dass wenn den Haut an eine Lokation geht, riskiert mir echt, sie sind mir auch da. Lokation von einem Appartement 47 plus 47,5% an dem Zeitraum
während Lokation von einem Haus 31,1% an Blut gegangen ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, weiter nicht ernst ist, dass Einkommens- und Lohnentwicklung von sowohl der Innerstadt wie der mittleren Schicht insgesamt nicht Schritt hält, an der nicht nur knapp nicht Schritt hält, wie massiv nicht Schritt hält, par rapport zu der Entwicklung von den Preisen am Logement. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen an dem Sinn, dass immer mehr großen Teil von der Kaufkraft von den Leuten, de Ménagen zu Lützeburg drop geht für das Logement, und dadurch immer Männer, davon übrig bleibt, für und sich das ganze Recht zu leisten, und so dat am Sinn von einer guten Lebensqualität. Das hat doch wirtschaftliche Inzidenzen, weil natürlich das Geld fehlt für andere Wirtschaftsbereiche zu Lützeburg an. Steht auch fest, und das soll dann auch festgehalten gehen, dass man natürlich mit einer sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu den haben, dass auch, und das dann nicht diskutiert, lohnfroh lang, aber noch nicht froh, wie viel Sozialstaat, dann haben wir Steuergerechtigkeit, halt zu Lützeburg mehr. Wir sind auch ganz klar an einem Prozess einer massiven Umverteilung beim Besitz, an das vor allem am Bereich vom Boden, an von dem, was auf dem Boden steht, also bei den Immobilien am Generellen. Konsequenz habe ich gesagt, Kaufkraft, welcher Druck das dann auf Kaufkraft von den Leuten ist. Und dafür ist es nicht erstaunlich, dass den Unteil von den Ménagen hier am Land, die schwer, und das schwer finanziell Lasten haben, für sich Wohnen können zu leisten, das sind Wohnkosten allgemein, das heißt entweder Prämien, wenn ein Haus gekauft wird, oder die Lokation, wenn in einem Haus eben ein Loyer ist, respektive eben noch all die anderen Wohnkosten, da sind wir bei Wasser, elektrisch und so weiter, alles was die braucht für den Antritt von dem Ganzen erfreien, dann haben wir mittlerweile sage und schreibe 36,8%, das war 2017, von den Haushaltern, die ganz schwer Lasten zu drohen haben, für hier am Land wohnen zu können. 2017, wie gesagt, 36,8%. Und du siehst noch die Entwicklung par rapport zu 2005, weil damals waren da just 21,6. Also das sind noch immer viel, natürlich sind das zu viel. Aber der sieht an Zeit von dem nur Zeitraum um 8%, als die schwere Belastung an Blut gegangen, um von Prozent von den Haushalten, die da drin fallen. Und schon 2017 gesagt, der wisst ganz genau an den letzten 2 Jahren, wie die Preise weiter explodiert sind, also sich beschleunigt tun und ein paar Putze, den Chiffren, die ich kann sagen. Und da wisst ihr, dass man heute wahrscheinlich von 40% von Ménagen schwätzen, wie nach von den 36,8, und das ist ein Skandal. Und, wobei mittlerweile ist ganz klar so, Lust man nicht noch zu einem politischen Skandal kommen lassen, weil hier geht es, und ich betone nachher, mit allgemeinem Interesse im Grundrecht von jedem hier am Land gut und erschwinglich zu wohnen. Daher kann ich schon noch weiter Chiffre geben, wenn wir von den schweren Lasten von den Ménagen schwätzen, was Wohnkosten anbelangt, das ist ganz klar, dass die Ménagen, die so die oder Ménagen klassiert gehen heute zu Lützeburg, dass durch die Prozentsätze, weil das ein Moyenne, die 36,8, und dass de facto all die Ménagen natürlich die durch Situation fallen, was du ein Spalt kein Ausnahme hast, die nicht giffen in der ganz tief finanziell Lasten am Zusammenhang mit Wohnen fallen. Ich will an dem Kontext dann direkt mal etwas vierschicken, nämlich auch von dem sozialen Wohnungsbau zu Lützeburg schon gesagt, ich mache von diesem mal Konstanz von der Situation irisch ob die Alternativen und Antworten auf die Situation angehen. Das ihr wisst, wir haben mittlerweile ein Armutsrisiko zu Lützeburg von 18,7%, das war im Jahr 2017, par rapport vergleich zu 11,9 am Jahr 2003. Erschreckend das dann aber, wie gleichzeitig, wie tief eigentlich am Land das Niveau leid von dem sozialen Wohnungsbau, von den sozialen Wohnungen.
weil du Hummer unterschiedlich zuländlich die von Union Social de l'Habitat, die op 5,1% können, der Tisch von alle Wohnungen, die bestehen 5,1 fallen der Begriff Sozialwohnungen mit OECD. Die OECD selber hat nach viel mehr einen erschreckenden Prozentsatz, die Schwätze von 1,6%. Ich will an dem Zusammenhang dann Vergleich machen zu anderen Ländern, Holland 34,1%, Frankreich 18,7%, Deutschland die auch die 3,9%, allerdings nach über zweimal mehr hoch wie Lützeburg. Auch das als Menge Kosten, die ganz wichtig an dem Doen Zusammenhang ist. Die Verdelung, an du komme ich nach zurück, was von den Abkommen ist schon halt von Marianne geschwärzt. Wir wissen, dass an all den letzten Jahren noch der sogenannte Gini-Koeffizient permanent am Steigen ist zu Lützeburg, dass du den par rapport zu dem Abkommen einschmiest, wie als Abkommen ist gleichmäßig oder ungleichmäßig verdeelt. Und du hast eben so, dass am Zeitraum zwischen 2005 und 2017, das also die von dem schon geschwärzt tun, den Gini von 0,26 auf 0,31 abgegangen ist, dass man den Indikator guckt, weil der nicht ernst ist, wie eine ganz starke Evolution nur Uhren, und das bedeutet, dass die Ungleichheiten an den Abkommen zu Lützeburg schnell zu wussen. Ich kann erst durch nach einem anderen Schiffer gehen, wann ich denke, ja, ich fand den Hai, da ist eben noch wie sich die indische Zahllehrerin entwickelt, respektiv der Pouvoir d'achat von indischen Zahllehrerin, auch ein interessantes Ziel zwischen 2010 und 2017 um 2,3%, während bei den höchsten Zahllehrerin die Hunde Pouvoir d'achat den plus 8,1% sich entwickelt wird. Just so viel zu immer den Moyennen, die gesucht gehen, weil wenn wir von Moyenne schwätzen, von Salären, von Abkommen und so weiter, da wissen wir, dass wir die innen leihen, dass die inner der Moyenne ganz klar inner denen Moyenne Werte leihen und dafür auch die Furchtschätten nach Mikros ziehen. So, das sind Kosten. Ich will an dem Zusammenhang, was ich sonst nur vergisst, rappellieren, dass mehr als GBL auf der einen Seite natürlich begrüßt tun, dass der Mindestlohn um 0,9% an die Lut gegangen ist. Das war ja just die Aktion vom GBL von keinem Ende. Es sind immer viele, die schon drin hängen. Mit der Aktion vom GBL, die ab 2015 gesagt wird, wir wollen eine strukturelle Revalorisation vom Mindestlohn um 10%, daher für 10%, weil wir gesagt haben, wir gehen auf die Referenz auch vom Europäischen Gewerkschaftsbund von 60% von einem Medianlohn, und wir leihen eben de facto 10% nach inner dem Duen Wert. Wir sind nur froh, dass den Mindestlohn um 0,9% auf der einen Seite an die Lut gegangen ist, mir jetzt fehlen nach immer 9,1%. An die fehlen an den OGBL hält unsere Forderung fast, weil wir haben nach immer eine viel zu viel ungerechte Verdelung vom Reichtum, geschaffenen Reichtum, von der Produktivität hier am Land an sind die Zahllehren an den Mindestlohn, die do schlecht wegkommen, an die 0,9% gehen nicht durch. Obwohl, an der Nacheinkehr, GBL, den überhaupt bewirkt hat, dass überhaupt etwas passiert, dass ich will auch so, dass du eine Zweitförderung von uns, die war von der weitgehenden Steuerbefreiung von den Leuten, die Mindestlohn kriegen, dass über die Kredit Salär Sozial Minimum, als das passiert, das ist eine Forderung, die man als realisiert gesehen, mit dem vom Bruttolohn, wo es wirklich um die Verdelung vom geschafften Reichtum geht, die ist nicht erfüllt. Und das auch an dem Kontext und all den Zahlen, die ich heute so tun, geht es ganz evident. Ich fuhre nach mit dem Logement weiter. Weil froh ist ja Lodei, Grundrecht am Land geht immer mehr vorgestellt, Kaufkraft, Inzidenz habe ich gesagt. Es gibt eine andere, der TSD, dass so wie auch unterschiedliche Preise sind, dem nur in welcher Region oder Stadt an unserem Land, haben wir immer mehr Situation, dass eine gesunde soziale Mischung auf verschiedene Plätzen, auf verschiedene Wohnbereiche und Lokalitäten auch noch weiter aufholt. Wir haben also noch ganz viel andere
massiv Sozialkonsequenzen, gerade wie ich heute Morgen die Grenzgänger Kollege gesucht habe, doch der Leid da drinnen, weil all die an der Grenzregion wohnen, ob Deutschland, Frankreich oder Belgien, auch die kriegen ja mittlerweile ganz stark dazu zu fehlen, weil die Preise, die heute zu Lützeburg evaluieren, drücken natürlich auch Preise an der ganzen Grenzregion an Kludert sie noch do die der Mittelschichten, die am meisten drinnen leiden. Ich will direkt etwas kommen zu der Frage von den Alternativen. Dann stellen wir als UGBL, und das mengen das den allerwichtigste Message haut, Politik als dringlichst gefordert hier am Land etwas gegen Spekulation, man Boden, mit den Immobilien hier am Land zu machen. Das für uns, an den Schulen dann ganz spontan, das letzte Wort wie pure Quatsch, wenn behauptet, dass just Dropsätze von der Offer, das heißt, mehr Bauland erschließen, respektive eben an dem sind Wohnungen bauen, mit alle froh von Densität und so weiter, das ist Offer. Gibt durchgehen, für dass die Preisexplosion, dass die Preisbeschleunigung, dass überhaupt die Entwicklung do kein gestoppt gehen, respektive sogar an eine andere Richtung gehen. Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, und es ist ein ganz einfacher Grund, weil von den Hauptproblemen, das ist die Spekulation mit den Immobilien. Der OGBL stellt auf der einen Seite überhaupt nicht auf frohe Kante. Muss mehr Bauland auf Schloss gehen, zur Verfügung gestellt gehen, abgemerkt gehen, muss können mehr gebaut gehen, da geht es überhaupt gut kein froh. Aber war gleichzeitig Spekulation mit Boden und Immobilien nicht gestoppt wird, da wird auch die Preisentwicklung nicht gestoppt gehen. Und das aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil die wirklich reichen Leute, und die wirklich wohlhabenden Leute, die platzieren ihr Kapital auch für allem am Immobilienbereich, weil das der Bereich ist, den Höchstrenditen verspricht, aber wo zu einer Zeit, wo ganz niedrige Zinsen noch Kreditopnahmen bei den ganz, ganz Reichen, die hat gar kein Problem stellt, an immer mehr Dosis de Boden und Immobilien als Lützeburg auf Null gehabt wird, respektive eben eng Nachfrage von den Seiten hier entsteht, für Immobilien zu kaufen und für sich schaffen zu lassen. Und da wird sich dann eben Lützeburger Politik grundsätzlich zu dezidieren. War das mehr wichtig, die allgemeinen Interessen von allen Bürgern hier am Land, ob gut an erschwinglich wohnen oder kommerziell Profitgründe von einer ganz, ganz ewigster Schicht von Leuten, die für allem von dem Grundrecht von all den anderen, von dem Grundbusiness von all den anderen massiv Gelder abstreichen und hier Profite drauf abbauen. Und ich gehe da zwei Beispiele an Konsequenz, dass du von alles, was von Boden oder Immobilien auf den Markt könnt, als also final ganz, ganz schnell abgefriest von der Nachfrage von Seiten von Kapitalplacementen und so weiter. Was Remenkeer die Preisspirale weiter wird feiern. So, zwei Beispiele dazu. Das ist so, wenn man von den hohen Revenu, ganz hohen Revenu hier am Land schwätzen, da gibt es selbst wie eine Blackbox zu Lützeburg, die ganz wenig Statistiken. Zum Beispiel auch von den allerhöchsten Salären, die dann oft mit Kapitalrevenu verbunden sind. Oder zum Beispiel wie an diesem Bereich, wenn es Wohnen geht, gibt es ganz, ganz wenig Statistiken, wie eigentlich die Boden und die Immobilienbesitz hier am Land verteilt sind. Obwohl das ja auch eine absolut pertinente Frage ist. Also wir sind da froh, dass es mal eine so Analyse gibt, die da ein bisschen mehr Klarheit gibt, nämlich über das Observatoire de l'Habitat de l'Isère hat eine Etude dazu gemacht, und die will mir erst noch halt nicht viel enthalten, auf jeden Fall, was die wesentlichen Resultate sind. Du hast darum gegangen, den Konzentrationsgrad vom nach nicht bebauten Land, hier am Land, zu gucken, wen den eigentlich darüber den Besitz hat. Und du hast festgestellt, dass 72,5% vom nachbebaubaren Bauland, da sind wir an der Perimeter, 72,5%, das sind ungefähr 72,5% von insgesamt 3000 Hektar, die drinnen fallen.
dass nimmen 2,7% von der Population heute zu Lützeburg die besitzen. Das nennt den Verdelungsgerechtigkeit, das war nur ironisch gemeint. Besser geht nach, von ihr seht, dass 13,6% von dem gesamten zu bebaubaren Bauland an der Hand von 0,03% von der Population liegt. Das sind 150 Personen. Die Bauland, potenziell Bauland an einem geschätzten Wert von 3,4 Milliarden Euro besitzen. Aber wenn dann, wie die Tür doch richtig sieht, nicht der vergessen, dass den 150 Leute ein ganz Party, ganz eng familiär in der Zwischen 100 Tischchte, die froh wie viele Familien das eigentlich sind, die 150, geht leider mangels Daten nicht aus der Etüde raus, mit sind aber dort selber, die den Verdacht tun, dass man also bei 150 Personen, dass das nach viel, wenn ihr da der Familien austrägt, nach viel Mann aus. Es gibt ein zweites Ding. Datei geht um Personenphysiken, natürlich, wo klar Personen sind, die identifizierbar sind. Dann stellt sich froh, wie viel von dem Bauland zu Privatgesellschaften an der Hand. Von insgesamt 442 Hektar geht es so, dass 5,3% von der Gesamtfläche, vom bebaubaren Bauland an den Händen von 8 Gesellschaften sind. 8 Stück, wobei der geschätzte Wert 1,6 Milliarden Euro sind. Auch wenn du noch weißt, dass die Gesellschaft oft an den Händen von nach Männer leihen, dann als nach von mehr höheren Konzentrationsgrad auszuüben. Nur GBL fordert erstens mal, dass das war positiv ist. Wir haben mal eine Etüde dazu gemacht, weil das ist einen kleinen Teil von dem, was in der Sicht ist. In der Sicht ist auch der Boden, an dem wo schon etwas halt draufsteht. Das geht ja aus dieser Etüde nicht raus. Aber für allem in der Sicht ist auch, wie eigentlich der Staat die ganzen Besitzverhältnisse da an die extrem ungleiche Verdelung, wie die sich an der Zeit entwickelt. Wir haben kein Donne, wie weiter für 5 oder 10 Jahre, gerade so wie man, wenn man so weiterführen als Lützeburg auch wird, kein wieder 5 oder 10 Jahre du nur hast. So, das ist der nächste Punkt. Den Alabas aus von unseren Forderungen noch also Lüt gegen Spekulation hier am Land, und da geht es vielleicht nach der Spitze vom Eisberg oder so, das nicht den vom Eisberg gewesen. Nicht? Das sind die sogenannten Fonds d'investissement spezialisiert. Am Immobilienbereich, was hier steht, ja, du kannst den einfach das ganz betiteln, wie sich die Reich nach mehr reich machen, aber wie wirklich Wohnpreise hier am Land an Blut getrieben gehen. Die sogenannte FIS, Fonds d'investissement spezialisiert, wurden am Jahr 2007 über Gesetz angefordert. Aber was sie charakterisiert, dass auf der einen Seite eine ganz starke Flexibilität, was die Durchlegung von Kapital belangt, von denen Möglichkeiten, und zweitens für allem hier Steuervorteile. Und die FIS, die sind zu einem Instrument par excellence gehen für ein ganz erfolgreiches Boden an Immobilienspekulation von den Reichen hier am Land. Wir haben im Moment 1503 der FISen hier am Land mit einem Nettovermögen von 540 Milliarden Euro. Da muss ich aber wissen, das können alle Werte sein an Devisen, an Aktien, an Obligationen und so weiter. Hier interessiert uns aber Vermögen von den FISen am Immobilienbereich. Und da sind rund 75 Milliarden Euro sind an Immobilienwerte platziert, wo mangels Daten ganz schwer herauszufinden ist, wie viel beziehen sich von den 75 Milliarden Euro auf Lützeburg, auf wie viel auf Deutschland. Wichtig ist aber zu wissen, dass die FISen, die funktionieren ein bisschen wie private Club. Du hast Leute mit wenig Kapital und du überhaupt nichts zu sichern. Erstens, weil den Abstieg, weil die wird hier mehr leider sowieso geht das nach gut kein Sinn, wennst dann einfach allgemeinen Cash nicht gedrehte Sinn, wenn die Millionen besitzt, da geht es wirklich Sinn, dafür so nicht die Reich, dass die Fonds für die Reich.
die da ja auch selber dann dezidieren, wen ein schon hier Club kennt oder nicht. Für da dann einen Satz zu resümieren, für heute mit nur nicht zu lang zu machen. Wichtig ist auch für uns, die Situation, wie die Investmentsfonds du eigentlich funktionieren, du gibt es eine Rechtsform, die uns interessiert, dass die mit variabel Kapital und das, was den ein FIS SICAF nennt. Und du ist interessant, dass die können funktionieren nur Deelfonds. Ja, ich habe einen Fonds, und dann ein Deelfonds am Fonds. Und wenn man dann einen Hund, der genug Kapital hat, der kriegt seinen eigenen Fonds. Und die kann den auch einfach autonom funktionieren lassen. Das tut man am Rest vom Fonds nichts zu dienen. Das ist wie ein eigenes Portfolio, den du aufläufst. Du kannst viel Geschäfte machen. Und schon am Rest vom Fonds relativ wenig zu dienen, bis auf ein Ausnahme. Was am Immobilienbereich basiert, das ist relativ einfach. Du geht massiv zum Beispiel Land an Immobilien abkauft, die kommen dann an den Fonds. Schulen die an den Fonds ran, da den Schwarz muss bezahlen, da das ein Taxenregistrement von 0,5% an Transkriptionsrechte, was der Fonds belangt von 0,5% an dann ist das. Und da sind die Immobilien an der Bauland an dem Fonds, er könnte viel Geld generieren, zum Beispiel über Lokation, wo Steuer kein Steuerwert bezahlen, weil das einzig, was besteuert wird, dass mein Gesamtvermögen am Fonds an dat mat 0,01% am Joer Taxabonnement. Also wann so ganz superreiche sind, die du 100 Millionen dran huet, dann bezöl ich rund 30.000 € Steuer dann huet sich. Aber nach besser aus dem du wiech Julen an die Fonds dann opdeelen, da stellt sich froh, wie geht eigentlich geschafften Reichtum do weiter besteuert. Ke von den Fonds as du blöd, dat du Dividenden auszuschütten, weil das geht über Person Physik besteuert. Nee, wird weiter kumuliert, weiter Pläne gemacht, wird weiter Reichtum abgebaut, weiter Revenuen auf dem Niveau generiert. Du kennst du eigentlich passieren, dass ich will einen Teil von meinem Fonds oder meinen ganzen Teilfonds veräußern. Und da müssten sie nicht den ganzen Satz, weil das fällt dann nicht mehr in der Person Physik, mehr nach den halben Tor Steuern bezahlen, was Plus-Value davon belangt. Aber auch das, wenn ich mich so schlau ulehen, so weit könnte es gehen, dass die einfach Grundfall, ich kann nämlich einen anderen Trick zurückgreifen, den dann steuerlich dann ermöglicht ist, nämlich an dem Moment, wo das, was die Session, die ich da mache, Verkauf, den ich mache, von Immobilienwert, der Mann wie 10% aus vom Gesamtvermögen vom Fonds, das sind all die Teilfonds, die sind alle zusammen geholt, an dem Moment wissen wir, was man da bezahlen, die Steuer. Also da, wo Leute, die hier Wohnungen verkaufen und den anderen, müssen viel Steuern bezahlen wegen Plus-Value. Das können auch in der Form sein für die Société Civile Immobilière, was auch immer. Alle guten Dinge, das sind die allerletzten Haulien. Das ist einfach ein Grund, weil Hai am FIS an seiner Situation nach just 0% Steuer bezahlt gehen, ob der Plus-Value die realisiert. So einfach ist das. Wenn also nach sich fragt, wie sich Kapital hier zu Lützeburg ganz schnell reich möchte oder akkumuliert, über die Möglichkeiten, die da bestehen. Und der wisst ganz genau, an dem Semester Europäer so mal dass man eigentlich schon nicht dafür sehen, wie die mittlerweile Betriebsbesteuerung halt zu Lützeburg ist. Ich denke, die Betriebe, die Normalbetriebe als Schutz an dem so, die bezahlen den Impôt sur le Revenu des Collectivités, die bezahlen Kommunalsteuer, ICC, die bezahlen nur nach, von der dazu viel als den Impôt sur la Fortune, Normalbetriebe. Und die haben so, soi-disant Normalbetriebe, die viel Revenue generieren, die leben de facto steuerfrei hier am Land, und das ist auf alle Pläne eng viertel Steuerungerechtigkeit, und dann halst du ab, weil das größte Problem ist. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das Problem hier am Land ist Spekulation, man baut mit Immobilien, und dafür ist Dateien auch die große Spitze, das sind eigentlich Städte, die an der Spitze sind, und die wirklich komplett untreiben, die Remmenke, die echt sind, die da ja davon profitieren, ne, wenn es weiter an Blut geht, genau die, und dann ist weit weg von der politischen Argumentation, dass ich just mis Stoffe hier am Land an Blut bringen, und dann hat man das Problem mit den Preisen gelesen, nein, das ist pure Quatsch. Recht dann,
wenn eine Politik fertig bringt, mit einer ganz voluntaristischen Politik Spekulation zu stoppen hier am Land, reicht dann als nimmen eine kleine Hoffnung, dass man Preise hier stabilisiert, kriegen, vielleicht sogar ein bisschen Männer kriegen, wie das im Moment der Fall ist. Das ist keine Chance. Aber weil das so ist, wird noch GBL dann ein paar die Forderungen an dem Kontext, die will ich dann nur kurz vorstellen. Motiv, das rein Doffer an Blut zu setzen, dass das nicht das Problem löst, habe ich schon gesagt. Und da stellt sich froh, was möchte denn dann gegen Spekulation? Also es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Die erste ist verbieten. Ich verbiete Spekulation, man bringt Immobilien. Die zweite Alternative ist, ich mache sie teuer. Nur GBL schwätzt sich erst, wofür die zwei Sachen ist. Weil viel Wert kommt man nicht auf die Idee, ernsthaft zu überprüfen. Par rapport zu dem, was als Konstitution möchte. Par rapport zu den europäischen Gesetzen. Par rapport zu dem ganzen Kader, aber wiefern das nicht mehr möglich ist, dass es auch reichen, superreichen Leute kann verboten gehen nach zusätzlich am Immobilienbereich und am Boden heute Lützeburg weiter sich zusätzliche Reichtum zu schaffen. Viel weit kann das nicht auch plafoniert gehen. Schwarzen Hai, und dazu nicht direkt nicht von einem, die einen zweiten und einen dritten, von einem nach Ruhe und einen viert, darüber geht es nicht. Du fährst die Frau abgeworfen. An die zweite, und da das auch die Hauptachse, die zweite, und da das die am Mittelpunkt steht, ich betonen da das Spekulation teuer macht. Aber wie möchte die Spekulation teuer machen? Ja, das immer natürlich Weh von der Steuergesetzgebung, wir haben da pure Möglichkeiten, und ich denke, die sollen alle gut gelten. Das ist, dass das nicht geschwärzt steht am Regierungsprogramm für die Grundsteuer zu reformieren. Da sieht nur GBL ganz klar, wann der reformiert wird. Da sind mehr der Meinung, dass die an seinen eigenen Feier wenn wohnt, also Proprietät aus dem eigenen Haus da wohnt, so gut können wir die Grundsteuer auf Null setzen. Das ist die Forderung. Par zu allen Ungerechtigkeiten, die Forderung aus 0 € Grundsteuer für den, den an seinen eigenen Feier Mauer wohnt, also es kein weiteren Immobilienbesitz hat. Und geht auch nicht an erster Linie um den, den zweit oder dritt hat. Was aber du musst aufhängen, das als Grundsteuer setzt an, also sie muss können progressiv abgebaut gehen. Dass den, den mehr besitzt, auch einer der Logik von progressiver Grundsteuer fällt bis zu dem Punkt, wo es für ihn überhaupt kein Interesse mehr ist, für eine mehr zu besitzen. Und das ist ein ganz, ganz klarer Attack auf die ganze Entwicklung von der Spekulation, die wir hier machen und die wir fordern, an den ähnlichen Weg, für das auch an den Griff zu kriegen. Also ein Impôt foncier, ja, was die Reform anbelangt, aber für allem do ein progressives Element abbauen, das eigentlich den Impôt foncier nicht nur soll den Gemengen zugutkommen, dass du in sich eine Steuer die Gemengen zugut kennt, mehr für allem ein Hauptwaffe als gegen Spekulation vom Boden und von den Immobilien zu Lützeburg. Der zweite Punkt, und da sind wir auch bei der Steuergesetzgebung, da das ein Tax, die jetzt schon gibt, nämlich die über zur Retention von den Terrain, natürlich Zurückhalten von Wohnungen respektive Boden aus Spekulationsgründen. Und das ist aber leider so, dass als Informationen noch denken, sie just 5 Gemengen, die machen, aber ganz viele nach Aufweichungen und Derogationen, und wir sind der Meinung, dass das muss ein nationaler Tax gehen, dass also all die Boden zurückhalten, die bebaubar ist, schlussendlich steuerlich belastet gehen. Und auch da meine ich, ist es sinnvoll, über ein Element von der Progressivität nachzudenken, für eben, dass so viel und so schnell wie möglich Boden auf den Markt können und nicht weiterhin ein Objekt von Spekulation ist. Wir sind auch der Meinung, dass Neubauland soll preislich reguliert gehen. Das ist ein dritter Punkt, dass das plafoniert wird, die Preise, das heißt, dass in den Deckel auf Preise setzt und nicht kann, egal was für Boden, den zu Bauland gibt, kann frohen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich will, dass sich insgesamt ein Preis
nur innen oder überhaupt stabilisiert. Das ist so nur innen, das wäre gut, wenn überhaupt sich Apps stabilisieren. Wir sind dann auch bei der Frage von der Loyer. Am Moment, dass du ein Plafondement 4 gesehen von der Loyer auf 5% maximal vom investierten Kapital, wenn man guckt, wie die Preise sich entwickelt wird, muss man natürlich vorstellen, was die 5% nach bedeuten, dass du dann klar, dass du musst darüber nur denken, ob nicht die 5% wir sind der Meinung. Bis den Ruf gesagt, gehen respektiv, das investierte Kapital ernst muss berechnet gehen, für eben das Maximum von Loyer festzulegen. Wir sind hier nicht direkt an Schwanen dafür. Wenn man so weitergeht wie Lo, da soll kein sich schwandern, wenn Nogibel irgendwann könnt, seht, hallo, lo, dasselbe wie zu Berlin. Zu Berlin wisst ihr, dass Mietstopp nicht nur diskutiert gehen, sondern sofort votiert gehen. Bei der Etappe sind wir nicht. Aber da nicht mehr lang, da kommen auch die Sachen ganz klar an Diskussion par rapport zu der Problematik. Wir sind am Moment bei einer Reform, eigentlich von der Logik von dem Plafondement bei den Loyern, wo ich so du musst können nur geduld gehen, nicht nur geduld gehen, musst können aufgesagt gehen, respektiv Kapital ernst berechnet gehen, par rapport zu den 5%. Und noch da ist es sinnvoll, aber auch zu gucken, dass es vielleicht unterschiedlich Parameter gibt, weil wir auch unterschiedliche Regionen ersteht hier am Land, wo wir wissen, dass natürlich Preise und Appartementer wie billig oder wie teuer sind. Der wisst, wenn schon Stadt gibt, wo man denkt, dürfen mäßig vergleichen, wisst man, dass man einen riesen Unterschied tun am Verkaufspreis oder am Kaufpreis von Wohnungen am Appartementer. Auch da musst du da berücksichtigt gehen und da will man für allem, und ich denke, das ist ganz wichtig. Für was gehen eigentlich all die Mietkontrakte, den Contrat bei l'usage d'habitation, für was gehen die Kontrakte eigentlich nicht enregistriert? Für was eigentlich? Weil das wäre ja auch immens wichtig, für das überhaupt kontrolliert gehen, ob A, die Klausel von einer maximalen Lokation und einer maximalen Miete, maximalen Loyer angehalten gehen. Und plus gibt es ja auch eine Steuermöglichkeit, ganz klar zu sehen, ob den etwas verloren doch richtig deklariert, wenn es nur darum geht, bei den Steuererklärungen. Für allem gilt auch dort Kommissionen, die Kommunalkommissionen am Kader von Mietschutz auszubauen, an mehr Möglichkeiten zu gehen, für das auch Lokatären hier am Land an dem Moment, wo hier Rechte geben, nach vorgestellt gibt, par rapport zu alles, was gesetzlich oder reglementarisch fixiert gehen, von denen gibt nach vorgestellt gibt, für das sie auch können, durchgehend wären. Der nächste Punkt, das ist die Reform von der Subvention de Loyer. Wir haben auf der einen Seite begrüßt, dass die Regierung den Kreis von den Beneficiären noch weiter tut, mir auch nicht begrüßt, und also habe ich 2015 gefordert, dass die Subvention de Loyer adaptiert wird, nur Urven adaptiert gehen. Und da gehen 3 wesentliche Punkte. Das ist erstens mal die Adaptation der Urven vom Montan und sich, weil du insgesamt Lokationen an die Lut gegangen sind. Dann schenkt man klar, dass das irgendwann der Fall muss sein. Das ist nur der Fall. Das zweite ist, dass auch den Referenzloyer, den verlangt als par rapport zu der Subvention, dass auch dem muss adaptiert gehen, wie das Loyer insgesamt an Blut gehen. Und das ist auch ein drittes Element, das man abbaut, nämlich die regional, geografisch Unterschiede, weil was vielleicht viel bringt im Niveau von einer Subvention Loyer, so eine Remenkeier an einer Lokalität, die weit von der Stadt Lützeburg ist, das dreht sich natürlich an den Gegenteil von den Stadt Lützeburg beispielsweise hält. Da kommen nach dazu, dass man also GBL an der wisst, dass man ganz daran stehen, dass Klimaziele erreicht gehen. Dafür sind wir auch Jahren da. Ja. Also nicht, dass das eine neue Erfindung ist mit Jahren dafür, dass renoviert wird, dass modernisiert wird am Sinn von Energieeffizienz, wie auch was Baumaterialien belangt, als was eben nur die Lebensqualität belangt. Und du hast doch so, dass es natürlich wichtig ist, dass abgepasst wird, dass Renovationen, die an dem Sinn passieren, sich nicht an die Loyer
niederschluen, wann auch sich niederschluen, sind wir der Meinung, dass egal wie auch du bist, eng Allokation geschaffen gehen, angefordert gehen, eng Allokation, nennen wir sie Loyer Energie, Klima, Wohngeld, wie die Deutschstadt, wieder die Deutschstadt nennen, auch das als ein Punkt, der für uns wichtig ist. Dann hatte ich für du gesagt, dass ein Skandal ist, dass Lützeburg, ich gehe dann auf die Schiffer von der OECD, 1,6% Sozialwohnungen an van so 18% sind dem Armutsrisiko ausgesagt, dafür gibt es bei von einer Seite ist die Forderung, dass Sozialwohnungen einschmissen um einen Tor von mindestens 15% abgehen, und das ist immer weit weg. Und dafür plädieren wir dafür, dass die Gelder, die ihn auf der einen Seite Racker kriegen, an dem ihn zum Beispiel, dann kommt auf die Füßen zurück, kein Rack kommen, dass du gewaltig besteuert gehen, an auch andere Sachen, wie was soll just ein Privathand können Prämie machen für Immobilien, Lützeburg wird dann im Kader vom Semester Europäen klar gehen, nach viel groß Spielraum auch können, sich Geld lehnen zu gehen und mal doch lesen zu können, für an den sozialen Wohnungsbau massiv heute zu Lützeburg zu investieren, auch weit über dem, was wir im Moment tun. Darin fällt dann noch Möglichkeiten in Rahmen vom Fonds de Compensation, das sind meine Pensionen, für du eng Hand auch nach umzulegen. Voilà, das sind als Hauptpunkte von Revendikationen, aber wie gesagt, was die Fissen belangt, du hast nur der Meinung, dass die de facto müsste was den Immobilienbereich zu Lützeburg gehen. Du sollen einfach Musik können von der Politik verlangen, dass den System, das ein Instrument muss zerschlagen gehen, aus dem ganz einfachen Grund riesige Steuerungerechtigkeit, und zweitens riesige, kann ich so schon bald ein Turbomotor für Spekulation hier am Land, und das muss einfach aufgestoppt gehen, und muss Schluss sein. Ich kann nur sagen, dass mehr wichtig ist, dass die allgemeinen Interessen hier am Wohnungsbau auf die Wunde von all den Bürgern am Land respektiert wird, wie so Notwendigkeit von der Roten Teufel von Betzenberg, FC Kaiserslautern, dass denen aus der dritten Liga immer in die Bundesliga können. Wo muss Politik dezidieren, was mehr wichtig hier am Land ist. Voilà, so viele Menschen nicht vergisst zu der Fund am Dossier, da ja auch nach Statistiken, wo wir probiert tun, klar zu machen, wie lange mittlerweile ein einzelne Menage in einer bestimmten Situation, ob das Mindestlohn ist, ob das Salär moyen ist, eigentlich wie lange muss finanzieren, wie viele Jahre für sich überhaupt eine Wohnung können zu leisten. Auch das sind zum Teil erschreckend Zahlen. Wie gesagt, ich kann nur nicht auf alle Punkte angehen. Ich gehe dann aber nach gerne prüfen auf das Semester Europäen ran. Der wisst, dass die Rekommendationen für Lützeburg an dem Kasse von der Europäischen Union sollen diskutiert gehen, festgehalten gehen, an mehr an die Sache geguckt, die Kommission do mat op de W gehen huet, an ich will da ganz kurz drauf angehen. Ein Teil davon ist, dass den Logement, l'offre de logement, notamment en augmentant les incitations et en levant les obstacles à la construction, drachstehen schon für die gesagt, von just dat als das pure Quatsch, das wird nämlich in der Spekulation an der Preisentwicklung überhaupt nicht machen, und dafür schon alle Kritiken schon zu dem Punkt gesagt, also aber eng von den Rekommendationen von der Kommission, von der Europäischen Union. Und da geht es, und du willst da noch drauf angehen, wo so einfach die Lobbyisten von den privaten Zusatzversicherungen, an die Werteversicherungen, Pensionsversicherungen und so weiter, die politischen Lobbyisten haben zugeschlagen, an dem sie eine Menge mehr müssten Viabilité à long terme du System de pension müssten améliorer, y compris en limitant davantage les départs à la retraite anticipée. Ich will hier ganz klar sagen, dass es nicht wie wichtig gibt, wenn wir von Versicherungen schwätzen, wie stark öffentliche Sozialversicherungen. Das ist absurd. An der Lüt gegen Povertät, an der Lüt gegen Sozialinegalität. Und als Regierung gibt es ja 4. An einer Regierung in Europa daher. Also absurd, weiter so Angriffe auf als Pensionsversicherungen, Krankenversicherungen, was auch immer, überhaupt noch zu akzeptieren, zuzulassen. Mein Message ganz klar, und die Regierung gibt an die Kasse, also dass der
dat doen definitiv refuséiert als Rekommandation. Der wölt go nicht wie du von heieren. Dat as de Message den haut nogibellen Regierung geht. Wir wollen eng Pensionsversicherung digit verrengen, den die sein Leben lang geschafft huet, e gut Leben ermeiglicht, und zwar als Remplacement zu seinem Salär, den verdient huet, Remplacement, wat eben von enger Hecht muss sein, die akzeptabel ist. Und ich brauche nicht zu sagen, dass es auch als öffentliche Sozialversicherung, Pensionsversicherung und anderem, das effikaz Mittel ist für gegen den Armut an einem Land, in diesem Fall wäre die Altersarmut. Weil all andere Sachen gibt gesellschaftlich noch viel Medaille. Zumindest dann, wenn den Remmenker merkt, dass man hier eine langfristige Projektionen sind, ich will just daran erinnern, dass Diskussionen ob Kotisationen müssten an Blut gehen, hier am Land bestenfalls nur allen Donnen, die wir holen, an Analysen, die gemacht werden, höchstens am Jahr 2035 der Fall wäre. Das ist eine ganz lange Zeit. Wenn ihn dann auch gleichzeitig spielt, dass an der Vergangenheit de facto all Analyse falsch war an der Projektion, am meisten in eine Richtung, da soll ihn nur kein opfern. Da soll ihn deutlicher kein opfern. Und dann so mehr, dass man einen großen Marsch hat, weil wenn es nämlich dann so weit ist, dann haben wir einen großen Marsch bei diesen Kotisationen, wo man ja weit handelt, dem Ausland, ganz Europa, rund sind, dann haben wir noch genug Marsch im Niveau von Kotisationen, an dem mengt. Am Jahr 2060 hat man ein Problem, und schon gar kein Problem, wenn mehr Patronate hin können, da können wir fängt los schon in Kotisation an nutzen Dinge für dass man 2060 kein Problem hat. So einfach ist das. Neben alle Frohen, die sich an dem Kontext stellen, mehr sind ganz klar für bestimmte Modernisierungen Niveau von den Pensionen. Unter anderem, dass wir der Meinung sind, dass nicht nur die Periode 27 Jahre, das heißt die Periode, wo die Leute an den Hochschulen sind, ob nun und so weiter, sollen als Versicherungsperiode Zeiten ungerechnet gehen, weil haut. Und das wird ja immer mehr verlangt von allen Seiten. Da sind sich auch Dono nach qualifiziert, dass auch Dono Leute nach solche Chance haben, Ausbildungen zu machen, die sie vielleicht für, weil sie schon schaffen gegangen sind, nicht gemacht haben, und dass also das auch soll ausgedehnt gehen, ob einer Lebensalter, dass von ihnen an mit länger Ausbildungen geht, dass schlussendlich das auch kann als Periode zugerechnet gehen. Die Geschichte, dass der Départ à la retraite anticipé sollen limitiert gehen, aber wo gleichzeitig gesagt wird, weil man heute so viel Incitationen hätte, für nämlich schaffen zu gehen. Und da sind wir bei der Pension, und das wird Stoff und Hall nun schon gesagt wird, von uns ganz klar refusiert, weil der Konträr muss gemacht gehen. Ich erinnere die Regierung daran, 2014 hat mit Eis, Mamoji Biel und noch andere Gewerkschaften ausgemacht, dass das Recht auf temps partiel und retraite partiell angefordert wird. Bis heute leidet das dann nicht, als das dann nicht an Leben gerufen gehen, aber wir assistieren darauf, dass eben noch Leute neue Rechte kriegen, Ende von ihrem Lebensalter, die sie gegebenenfalls auch motiviert, dann an eine sinnvoller Weise nach weiter schaffen zu gehen. Und da will ich so für vielen, die am Chômage am Chômage de longue durée sind, den also für alle bei den regen Alterskategorien, aktiven Alterskategorien ugesiedelt, an du hast so zwar den all die rausrechen, die effektiv ënnert eng Enkapazität unerkannt Enkapazität Travail fallen oder ënnert de Statut vum Handicapé, dann ass dat überhaupt nicht an der Form dramatisch, dass Fall nicht an dem Sinn, dass die überhaupt akzeptabel ist, dass ihr seht, sind das Zitat, als if das Chômagegeld oder Pension, die Leute davon aufhalen, schaffen zu gehen. Es sind viel mehr andere Entwicklungen unzuhören, dass man an dem realen Alter, wo die Leute an Pension gehen, par rapport zu dem Pensionsalter von den 65 Jahren, dass die Gap immer mehr kurz geht, durch eben genau eine andere Reform von 2017, wo eigentlich die Generation, die Haut an die Schule gehen, noch länger, wir mussten an die Schule gehen, was doch gut ist, weil das gehört eben zu der modernen Gesellschaft, denen hier Pensionen, die sie verschlechtert gehen, wenn sie einkehren an den Alter kommen, durch die Einzelmechanismen. Denn OGBL
wiederholt doch einkehr, dass die Verschlechterungen an der Reform müssen zurückgeholt gehen, wo ihr den Automatismus könnt. Ein Automatismus, wann irgendwo bei den Resettepaarputzen die Posten nämlich durchgeht, da ist seitig Leistungen aufgebaut. Und das muss raus, weil Tabdingen als Kotisationen AB, du haben wir ja auch schon, das mehr wie einkehr gesagt, muss gehen Möglichkeiten von nach alternativen zusätzlichen Finanzierungsquellen für den Duen Problem zu lösen, sollten sich dann einkehr stellen. Voilà, das zu dem Duen Sujet. Ich will an dem Kontext just nach etwas erinnern, Semester Europäen, weil du dann über das nicht jetzt geht, nämlich über alle Sozialindikatoren heute zu Lützeburg für Sozialungleichheit zuhält. Und das verwunderlich, dass du nicht eine Rekommandation für Lützeburg könnt. Ich will da just einen Punkt rausholen. Ich hatte erst gesagt, wie der Gini-Koeffizient sich verschlechtert an Mehrjahr, an ich wiederholen all Chaos. Die Regierung hat Papo zu Eis mal etwas zu erfüllen. Neben Staat was so 2014 aufgemerkt wird, dass Prestation Familialenheit zu Lützeburg sich nicht nehmen, wie das angekündigt und fin de Mandat von der Regierung indexiert. Aber dass sie sich um die allgemeine Abkommensentwicklung und die adaptiert gehen, und durch ein dynamisches Element könnt, weil das den einzigen Weg, für das eben nicht dazu kommt, dass permanent den 7. Tode den Risiko der Povertät an Blut geht für Lützeburg, respektive die anderen Sozialungleichheiten sich weiterentwickeln, wie ich das schon viel gesagt habe. Ich denke, ich schon ein bisschen den Tour von der Sache gemerkt. Ich bin noch nicht auf alle Punkte angegangen vom Semester Europäen, aber just auf die wesentlichen, wo ich die Regierung also abrufen, du auch ein klarer Text zu schwätzen, dass in der Lützeburger Regierung nicht mehr von der Viabilität à long terme von der Finanzpublik zwar, respektive von der Sozialversicherung, Pensionsversicherung, sonst wird Pflege auch nach 2 Jahren dann alles dabei, dass mehr es wirklich sagt tun, dass man so ein Niveau von Rekommendationen kriegen, was weiter nicht ernst ist wie ein politischer Lobbyismus von den Kommerzanten, die zu Brüssel führen, die von den Politikern stehen. So, ich hatte gesagt, nach 2, 3 Sachen zu den Betrieben, just ganz kurz, wir haben heute Morgen 2 Decisionen müssten holen als Nationalvorstand. Ihr wisst, dass Statuten nur als Nationalvorstand den an dem Moment, wo sich Streik oder überhaupt ein mäßiger Streik ankündigen, muss der Nationalvorstand und sich sein definitiv gering Licht gehen. Das sind als Statuten. Und du hast es so, dass wie das Nationalvorstand nicht mehr zusammenkommen bis Anfang, bis zu der Rentrée Soziale am Hirsch. Kummer für 2 Betriebe du gering Licht gehen. Das in anderem den Liser, den Ex-Saps Instat, wo für allem wann du froh der stellt dem Friedrichs wo drin geht, dass man zu längerem du an einer konfliktorischer Diskussion sind für allem am Zusammenhang mit den Lane mehr aber nicht nehmen mit den Lane mehr Sinn auf der Konziliation, du werden Rest mehr eng echte Reunion an du hast eben so, dass man kein Einigung stimmt nicht. Last year, ja, okay, dat hat man net notiert. Mit last year. Die erste Reunion war an so ass, dass wann du sollt kein Einigung kommen, ma hauten für wer gin hun für das Kind du net nem Durchstimmung stattfanden me dem Moment wo dann den Quorum von den 75% erreicht wird, das dann dat gif an eng Streikbewegung rago und dann hummer am selbsten Sinn eng unsicher Situation bei der Achslo, wo Kollektivvertragsverhandlungen ganz kompliziert sind, an wo man auch op der Konziliation sind, a wo man dann an Entente sind wat passiert immer am Optimismus, dass dann Akkor stattfindet. Wir müssen natürlich auch und eng einer Eventualität denken, und da tun wir dann noch heute Morgen
heute Morgen gemacht. Voilà, das ist das Wesentliche, was wir heute Morgen diskutiert haben, dann wären interne an den Lo ihre Fragen ungefähr Fragen. Gut, wenn da kein weiter Fragen sind, dann sind ich viel Mut für Geduld dafür kommen.